Ekran! Ekranen geef niet op, als warende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons taubteranen. Hier wil we een gouden tijd hebben en daarbij God kennenlernen. Welkom, lieve vriend. Welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u van jou die radio eingeschaltet hast. Maar voor die wat ons op YouTube kijken, hebben we een schöne tijd met ons. Ik freue mich waren dat we kunnen jas hier im Programm haben. En van jou hebben we Peter Bornmann hier van Bolivia. Dat heeft me al lang interessiert, om met die over die leven te spazieren. En van jou is het zo weit. So, ik wil niet veel meer zeggen. Welkom, Peter. Kost je me zeggen, wer du bist en van wo du bist? Oh ja, hier in de schäme ik me niet meer. Maar dat leven wat ik heb. Ik ben zijn vrouw en mij vreet dat die te beginnen hier ook, dat die gelegenheid hier te hebben. En dat ik kan zijn dat ik geboren ben en wo ik geboren ben en wo ik ben hier aan deze plaats gekomen. Zeer fijn. Ik ben geboren in 1975 en op de maand in 15. En wo? Dat is in Blies. Wow. Ah ja, en dat weet ik niet, was dat zo is. Dat zei mijn mami mal, dat ik toen geboren ben. Ja, wat die papiertje vielleicht ook Ja, dat weiß dat. En ja, zo wieder. En dan ook, dat andere denk ik ook, wings we zijn naar Bolivia gekomen, erst in 1978. En dat weet ik niet. En dat heeft mijn mami ook gezegd. Hoe oud was je dan? Dat ik ben 2 jaar weer. Okay. Ja. So, ik ben opgewassen in de kolonie Nueva Esperanza. Ganz van 2 jaar gestart. En toen ben ik meest ganz bij nu einmal doorgeweest. En een schöne tijd gehad, ook een zeer zware tijd. En ik ging naar de school. Zo wanneer ik 6 jaar weer. Ik weer meestal 6 jaar. Ik vang met jong aan. Met een school vang met jong aan. Maar we zijn zeer goed. En dan ging ik naar de school. En ik heb zeer goed gedaan in de school. En ik heb veel uitwendig geleerd. Veel uitwendig geleerd. En dat is interessant. Want ik dat vandaag nu denk, als me dat zeer goed, wo dat leven en wo dat systeem schaffen dat en de kolonieën, wat mij heeft zeer treurig gemaakt. Zo zeer als wat die Schule zich anstrengt, die Bibel te leren, Katechismus uitwendig leren, de ganze Katechismus kan ik uitwendig. Dat was zo schön. En wo het probleem afhangt, dat is dat. De kinderen hebben zo veel geleerd bij 13 jaar. Wat gaat dan aan? Dan als du zijn een paar jaar am leven, wo die kinderen kunnen omvangen te hebben een entscheidung te maken, dat die, wo willen die leven? De ouderen lopen niet los. Dan gaan de meestens op een ja, dan van 13 jaar is het te jong, maar dan kan dat zijn dat die dorf op eenmaal 15 jaar zijn en vangen dan weg te gaan. Wat willen die? Nou, die willen je dag dat doen wat de anderen doen en die willen aber ook een vriend hebben en zo en wo was wie? Wie was en zo? Nou, wer het bozigste is, der is de beste. Zo dat jeder Körper heeft je endlich zo'n verlang, het moet een goede mens zijn. Zo en wanneer du niet een goede oorleraar is, wanneer je begonnen hebt kunnen, is, glaube ich, die selbstverständlich, dat wordt am arresten weggegaan. Ja, dan glijst het allemaal uit naar ja, dat was mijn leven dan weer. Ik weer 13 jaar, wens ik de schouder kwam en dan heeft dat de tijd waar ik 2 jaar met zo alleen terug blijf en dan heb ik allemaal gekeken waar de jongens schaffen in de bagage en dat lijkt me goed. En enkele entscheid ik ook op bagage op te gaan. Wens ik 17 jaar oud ben, dan had ik dat irgendwo aangekregen dat ze mij uitgezien hebben als een zeer sterke leraar op de goos. En dan stonden mannen op en voorsteller op. Die zeiden, deze jongen moet we met leraar draaien. Die is toen weer naar ferien gekomen, die heeft de jugend zo im Schwung, dat schafft niet meer zo. Da waren sie sich einig, sie wollen die Predigertyp kriegen, sie wollen die Vorstehertyp kriegen, en maar goed ooit zijn mannen, wat die willen goedmelig goed van uitgetragen zijn, en die willen ja, die willen een goede arbeid maken. Maar veel van zo'n mensen als dat wat die zijn, dat zijn zo'n wat een verbeterd hart hebben en goed, die zijn ganz volle goed zijn die. Zo dan heeft dat een tijd wat ik doe dan met een zware tijd tegenmis, wat ik echt wel zijn, dat ik dat niet zijn dat weet je was, dat heb ik nu laten zijn. Maar dan valt mir dat zeer zwaar. Dan die mannen, die stelden dat dan aan, mijn vader,
dat zij mij willen in het huis brengen en toen word ik schaag gereden. Zo, dan kreeg ik de schaag en dat wordt niet mijn voeder bestemd, dat wordt niet mannen de bezit worden bestemd, als ik schaag kreeg. Dan kreeg ik zeer schaag veel woord, naar de zin ik dat leen. En toen weer meer jongens toe wat er moesten komen. En dan verzocht ik, dat ik zo wens dat zo'n grote verzameling weer, zoveel predikers en zoveel mensen weer, ik wil al voets entscheiden en de waarheid te zeggen. En dan drekten ze zeggen. En dan zien ze, mijn voeder, nu weer tijd toch om te schagen. Nu zullen ze meer schagen. Dan vangen de voeder aan te rassen. En de rast zoja. En de ganze tijd. En op eenmaal staat een man op en zegt hij, nu is het koud. Oké? En wie ik gevraagd dat die man al ei zijn, nu is het weer maar koud. Maar ik wist ja een plan naar hem niet. En dan reden ze weer en zeggen ze, Pater, du hast naar hem niet de waarheid gezegd. En dan vraag ik hem een beetje uit, wo ik kan, wochen war, dan zag ik, dan waar ik aan, wanneer ik die lenes op mij noem, en dat met op mij noem, meer op Jan noem, en ze dit had niet gedaan, en Jan gedaan, en zo, dat weer, wens du weer een andere familie was, die hadden dat gezegd, wat dat met mij weer. Dat raad mij, aber dan zien ze, dat weer nog niet gerechtigd. Dan moest ik mijn frasje verstrekken, dan moest de voeder zeer harassen. En dan, Mijn ene voeder? Ja, mijn ene voeder. Mijn voeder rood wat melig en hij moest zijn jongen schagen. Wens hij weer dat allemaal zo, ja, dat kent met je stroof, maar dat moest met moed. En hier moest hij een 17 jaar jong zo schagen. Ohne moed. En dan op eenmaal zegt er, war een man, en nou, nu is het dan goed. Dan, en dan dacht ik, nee, nu wat je dan zijn. Aber sie sehen, dass du so sehr gelernt hast und vielleicht hat noch Dinge, was wir nicht weiten, dann musst du noch einmal. So, ich musste mit dem Draht, wo man sich nach Heber streichen. Dann musste der Führer war sehr, sehr rassen. Und dann bleiben ein bisschen rassen. Und der Führer, ich glaube, die Sachen, oder mein Führer, die wir nicht so sehr stark, die wird wohl nicht länger kennen. Aber einmal dann leiten sie mir dann los. Dann irgendwo switcht wird dann aus, dass ich mir entscheiden habe, wir haben nicht für Gott zu leben, wir haben nicht die Menschen respektieren, du wie ich verbessert. Und dann ging ich mir in einen Weg, der Führer kann mit mir nicht mehr was anfangen. So, dann hat sie heute gemerkt, sozusagen. Ja, ich spuste noch mal über, ich sehe, sie haben so sehr einen Raum durch, sie haben den Diebel den angekillt, einen Teil gekillt, die können nicht rühren. So, ich möchte einen Spust mit dort. Ich meine, wir sehr, sehr entfernt. So, dass wir in Familie leben, wurde dann für eine Zeit auf. Aber was dann passieren, mein Führer, der starb, wenn ich 19 Jahre bin, dann starb mein Führer. Das macht mich sehr traurig. So, dass wir nicht mal sehr lange Luther. No, no. Und wir sind 2 Jahre Luther, dann starb mein Führer. En dat maakt me zeer weit down. Mijn jongen had zei, papa, ik heb elke dag waar ik mijn papa had van leven. Mijn papa wilde staan niet. Maar wens ik ook wel een van die zijn, wat zum Beispiel goed ooit zijn weer. En mijn zelfs wird ook wel gaan. Is dat zo? Dan zag ik dan heute op een falsche steed gevonden. Die wie keiner om mij zijn, wo mijn zelfs wird soll zijn en wo dat durft zijn. En dan had ik me een falsche Entscheidung gemerkt. So, dann starb mein Führer und was dann? Und dann gibt es Fährmann. Da ist ja prächtig. So, dann wollen die Fährmann allein kommen. Dann kommen die Fährmann. Und dann, meine Mom hat mir über so viel Life, die versucht mir aber immer von den schlechten Dingen wegzuholen und die guten Dinge, und das wird schwer. Wenn es echt sehr verbessert. Und dann irgendwo braucht mir dass meine Mama so viel leiden muss, wenn ich so garstig wäre, dass die mir so sehr hart wird. Dan bracht dat zo weit, dat ik dan moet met alle nullen en mijn jammer dat even mijn mama, want mijn mama, die stond zeer hard aan voor mij, dan kreeg die nog met trouble van een man, dan nam ze haar nog maar op de stad gaan en hielden zeer hard ongereden met haar. En ik had het klaar, mijn mama stond aan voor de gerechtigheid. Wens ik 21 jaar weer, dan kwam dat irgendwo aan dat ik mijn tafel wil lopen. En ik had een zeer smakke stroom in mij al gevangen door am Darb. Dan nog zo dichtbij. We wisten schijnbaar dat het alle top leidt. Dat ging precies. Oh ja. En dan vangen we dat alle te entscheiden. Wegen dat für minimale zu haben, würde ich gerne, weil ich von meinem nicht so sehr würde, aber dann für minimale. Okay, und dann bereden wir dann ein Kickfenster mit Taub. Und als wir einmal würde eine Zeit sein, was wir uns befreien wollen. Oh ja, und wo da wird das? Na, wie man ans Taufen lohnt, okay? Janka, die Taufe te loten? Nee, mir ja nicht Taufen lohnt. Ich habe mich so verbessert mit den Menschen in der Lehrerschaft, in die Männer. Ich bin so verbessert.
ich habe kein Verlangen danach, aber ich habe ja klar, wenn ich mich befreien will, dann muss ich mich auch taufen lassen. So, da braucht mir die Taufe dann. Und du wirst noch Troubles in der Zeit, wo ich dann zu der Taufe ging. Irgendwo kann ich das Mess, alle an die Hierarchie in die Hand stellen, dann kann ich nicht gut genug gekämpft an die Kirche, und wenn sie quer stehen und so. Da wären Schwierigkeiten, das wäre ich einfach mit der Notband. Aber ja, das sind Dinge, wo Menschen durchgehen, und wenn die segnen war, und wenn der Mess keiner ersten war unterwiesen, das ist sehr schwierig. Und durch dort sind ich so weit gekommen in mein Leben, dat mag een goede weg om visa zijn. Wens du zijn veel mensen die segnen weg. Die segnen weg, die vinden niet. Wens du zijn niet weg visa. Aber ja, wat ik... Dan befriedigt die, oder was? Ja, dan wens ik 22 Jahre weer, dan befriedigt mich. Aber irgendwo bleibt dort ladig. Wir leben 10 Jahre ich will man sagen, mit so einem verkommenen Leben, ich will verbessert, ging es Schlag, da war ich gedacht. En ik had een schmakke familie, 2 jongens, 2 Mädels, so eine feine Jungs. En dat ging so schön, da war ich gedacht, aber irgendwo bleibt das ladig und das macht mich viel mehr traurig. Und auch Dinge tun, die meine nicht horchen, das geht ja am Reelen, das geht ja nicht am die Seligkeit so, das geht am Reelen. Kann ich da nicht irgendwo nicht ganz mit lang. Und dann 10 Jahre ist da, was ich gelebt habe, und dann kam dort auf einmal so wie dann kam ich eine Versicherung nennen, wo ich keinem getan habe, mich befriedigt hat, dass ich getrunken habe und wurde ein schlechtes Leben geführt habe. Und dann kam ich, und dann glaubte ich, ein sehr schlechtes Leben wegen Wort, wenn sie schloten mich aus. Sie brachten mich nicht Schluss, ich die Gemeinderegeln nicht horchen, schloten sie mich aus, und da bracht mich sehr rauf. Weißt du, was? Die sagen, wenn du ausgeschlossen bist, dann bist du, dass dir der Himmel sehr teuer schlägt. So, dann brauchst du nicht mehr abpassen. Ich darf nicht mehr abpassen. Ich verlor wie ich allemal. So, ich lebte in Sinn, in heel veel Mal, wenn ich getrunken habe, ich habe gerot, wenn ich allein wo wir ging, betterlich sei schlecht, weil wenn ich einmal verloren wäre, muss ich so leben. Weil ich mir dann nachmal das Leben feststellen, wenn ich getrunken habe, dann, wenn ich getrunken habe, dann stelle ich mein Leben für, dann stelle ich mir meine kleinen Jungs für. Weißt du, was ich muss sehr rohren, was ich muss sehr weit sein? Wie ist es das? Ich habe getrunken, mir ging es sehr schlecht. Und dann stelle ich mich vor, wenn ich würde sterben, und ich würde zur Hölle gehen, und meine Frau und die Kinder, wenn die würden auch mitgenommen worden, ganz bestimmt würden die nur im Himmel nennen. Da würden die Kinder stehen und sagen, Papa, komm. Papa, komm. Ich muss da bleiben. Das ist schwierig. Aber das hat mich auf einmal in die Zeit durchgebracht, dass ich dann ein anderes Leben sehen. Und das hat mich was Jahren gebraucht, und das wir sehr, sehr schwer leben. Aber 2 Jahre habe ich, und das kann man ihr Leben gelebt. Das ist einmal eine Geschichte, wo ich die Karte kann vertellen. Und so, wenn du wieder was hast. Wir wollen wieder von deinem Leben vertellen, aber leider ist unsere Zeit von dir war zu eng. Sehr schöne Zeugnisse weit. Wir wollen aber, ich glaube, du hast noch viel besser als bei nu. Und ich freue mich für dein Leben. Zum Schluss würde ich die Frau Peter Hassen mitmerken, das Wort für das mal nach. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir diese Geschichte beharren und gucken, was von wo die Entscheidung hat, viel zu merken, dass wir von Jünger der Zeit wie was. Und die Geschichte kostet die Fing in der Bibel, Lehrer, Aufversnehen, wenn die dort was lesen, dort wird ans Mut merken. Das ist für mich ein sehr muttersprechendes Wort. Das sagt du so, Mensch, Freude, das sage ich so, Mensch, Freude zu deinen Jugendjahren. Lot die von Horten schein gehen. Besei die dort leben und denk dort gut über no. Wohnen bei ich die gonen was. Und denk immer daran, du noch als du lebst, wird Gott die im Gerecht behandeln. So fan. I mean, weil wir davon da, so sehr fan. Amen. So, vielen Dank schön für Tauharche. Nächstes Mal werden wir wieder von Peter Bohn und sein Leben hören. So, bitte nächstes Mal in Gottes Segen. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 44 79
Oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.